Jahrelang war der Mose der von Gott eingesetzte Leiter für sein Volk. Gott hat zu ihm geredet und hat ihm immer die nächsten Schritte gezeigt. Der Mose hat Gott gut gekannt und hat so gut wie möglich das gemacht, was Gott Freude macht. Der Mose war ein richtig guter Freund von Gott. Auch du darfst dir Zeit nehmen, Gott kennenzulernen. Mit jedem neuen Tag wirst du immer mehr sehen, dass Gott stark und mächtig ist und vor allem auch, wie sehr er dich liebt. Als der Mose sehr alt war, ist er friedlich gestorben. Gott hat als neuer Leiter vom Volk der Josua wollen. Der Josua hat aber genau wie der Mose dann Angst und Respekt gehabt, die Aufgabe zu übernehmen. Aber Gott hat ihm ein Versprechen gegeben. Bist mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, weil ich werde bei dir sein und mit mir zusammen ist alles möglich. Wenn du denkst, ja, Gott hat früher sicher viel für sein Volk getan, aber für meine Probleme interessiert er sich doch sicher nicht, dann möchte ich dir sagen, Mo, natürlich, Gott interessiert sich für dich. Alle deine Anliegen, egal wie gross oder klein, sieht er und er wird dir helfen. Genau das, was Gott zum Josua hat gesagt, sagt er auch gerade heute zu dir. Hab keine Angst, ich bin da. Der Josua hat auf Gott gehört und ist mit dem Volk weitergezogen. Ich fühle mich zwar gar nicht stark, aber ich weiss, dass Gott bei mir ist und mir hilft. Mein Gott ist stark. Kommt, wir gehen ins versprochene Land. Nach langer Zeit haben sie endlich das versprochene Land erreicht. Aber die Menschen, die dort gelebt haben, haben ihr Land nicht einfach so hergegeben. Und es ist ein Kampf bevorgestanden. Beor und Gad, die zwei Männer, geht in die Stadt Jericho. Geht sie anschauen, geht auskundschaften. Ihr seid meine Detektive, meine Spione. Passet auf, dass noch nichts passiert. Die Spione sind losgegangen und haben bei einer Frau namens Rahab übernachten. Sie haben bei ihr angeklopft. Ja, wer ist da? Wir sind Diener vom höchsten Gott und gehören zu seinem Volk. Dürfen wir bei dir übernachten? Ja, kommt rein, aber schaut, dass euch niemand sieht. Irgendjemand hat gemerkt, dass wahrscheinlich 2 Spione bei Rahab sind. Sofort sind die Soldaten losgelaufen zu ihrem Haus. Die Rahab hat die 2 noch zur rechten Zeit warnen. Mann, passet auf! Es kommen Soldaten auf mein Haus zu. Die wollen ganz sicher euch 2 verhaften. Ich weiss, dass Gott euch unsere Stadt wird geben. Ich helfe euch, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich und meine Familie beschützt. Also, das versprechen wir dir. Und jetzt versteck uns. Gott sei Dank hat Rahab die Spione gut versteckt, so dass die Soldaten sie nicht gefunden haben und weitergegangen sind. Da hat Rahab zu den Spionen gesagt: Schaut, ich bringe ein rotes Seil bei meinem Fenster an. An dem könnt ihr runterklettern und euch in Sicherheit bringen. Danke vielmals. Und du lässt das Seil gerade hängen. Dann wissen wir, welches Haus das wir verschonen sollen, wenn wir die Stadt erobern. So hat Rahab den Spionen geholfen fliehen. Die 2 waren sehr dankbar und sofort zurück zum Josua gerannt. Josua! Josua! Ah, da seid ihr ja. Ihr seid ja ganz ausser Atem. Wie ist es nachher gegangen? Was ist los? Josua, es hat Soldaten in dieser Stadt. Die finden uns gar nicht gut. Aber weisst was? Gott ist auf unserer Seite und wird uns helfen. Das haben wir ganz deutlich gemerkt. Sie haben Josua die ganze Geschichte erzählt. Und alle hatten einen grossen Glauben gehabt, dass sie die Stadt einnehmen können. Das war aber gar nicht so einfach. Um die Stadt war eine riesengrosse Mauer, die man nicht einfach so kaputt machen konnte. Gott hat aber zum Josua geredet und ihm erklärt, was sein Plan ist. Der Mann, hört mir zu. Gott hat mir gesagt, wie wir die Stadt einnehmen können. Einmal pro Tag soll die ganze Armee um die Stadt herumlaufen. Ein paar Männer sollen dazu Trompeten blasen. Die anderen sollen ganz still sein. Was? Gar nichts reden? Ja, genau, so hat es mir Gott gesagt. Und wie lange sollen wir das machen?
6 Tage hintereinander. Und dann am 7. Tag geht es ein bisschen anders weiter. Fast eine ganze Woche lang um die Mauer herumlaufen und nichts reden dazu. Krass. Und wie geht es denn dann weiter? Am 7. Tag aber soll das Volk 7 Mal um die Stadt laufen. Nach dem 7. Mal sollen die Priester ihre Trompeten blasen. Sobald die Trompete ertönt, soll das Volk so laut schreien, wie es nur kann. Vielleicht hat das ein bisschen komisch getönt für das Volk. Aber sie haben Gott vertraut und auf Josua gehört. Sie haben alles genau nach Gottes Plan gemacht. Und tatsächlich, am 7. Tag, nach der 7. Runde, ist es passiert. Gott hat ein riesen Wunder getan. Die Mauern sind angefangen einstürzen und das Volk hat einfach in die Stadt hineinlaufen und sie für sich gewinnen. Die Mauern von Jericho sind gefallen. Wir können in die Stadt rein. Gott ist auf unserer Seite. Und was ist mit der Rahab? Die Rahab ist wie abgemacht mit ihrer Familie im Haus geblieben. Und weil sie den Israeliten hat geholfen, ist sie verschont geblieben und hat von dann an bei den Israeliten leben. Einfach genial, dieser Plan, gell? Gott hat dann ein riesen Wunder getan, weil das Volk auf ihn gehört und ihm vertraut hat.